Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einem kurzen Live von Swiss German Online. Heute möchte ich euch erzählen, was wir heute am Abend machen in unserer Schweizerdeutsch-Lektion am Abend am 8. Heute geht es um Anke oder Butter. Also bei uns in der Familie ist das immer so ein Streitthema gsi oder ein Thema, wo man darüber geredet hat. Anke, sagt man jetzt Anke oder Butter? Mein Vater ist von Luzern und meine Mutter kommt aus Zürich. Und meine Mutter sagt immer Butter und mein Vater natürlich Anke. Und auch jetzt, dieses Jahr, habe ich sie wieder ertappt dabei, wie meine Mutter etwas ich glaube, der Butter möchte. Und dann der Vater sagt, hey, kannst nicht richtig Dialekt reden, das ist doch Anke. Und so gibt es eben Verschiedenheiten in unseren Dialekt. Nicht nur die zwei Wörter, sondern es gibt noch mehr Wörter, die in verschiedenen Dialekten ganz anders gesagt werden. Zürich ist natürlich ein bisschen näher von Deutschland schon als Luzern und darum hat man dort schon das Wort Butter. Braucht man das auf jeden Fall. Aber natürlich Anke verstehen die meisten Schweizer, würde ich sagen, auch. Nur gibt es manchmal auch spezifische Dialektwörter, die nicht alle gerade verstehen. Und die müssen wir uns erklären. Und dann fragen wir, hey, wie sagst du dem? Was hast du jetzt gesagt? Wenn jemand mich fragt, hey, möchtest du eine Böllendünne? Sage ich, hä, was ist das, Böllendünne? Ja, klar, Bölle, das sind doch Zwiebeln. Und Dünne, das ist eine Weihe. Also so eine Blechkuchen mit einem Teigboden und einem Milchguss. Dann komme ich wieder draus. Und das müssen wir uns erklären. Also, wenn du möchtest dabei sein, heute am Abend am 8. und auch ein bisschen verschiedene spezifische schweizerdeutsche Wörter entdecken, dann kannst du dich einschreiben auf swissgermanonline.com und du kannst heute mitmachen. Du kannst unseren Kurs gratis einen Monat lang testen. Heute reden wir ein bisschen über verschiedene Dialekte. Ich versuche ein bisschen die Dialekte nachzumachen. Ich weiß nicht, Muttersprachler von den anderen Dialekten sind vielleicht nicht ganz glücklich mit mir. Meine Mutter hat immer das Gefühl, ich will mich lustig machen über sie, wenn ich versuche, Zürichdeutsch zu reden. Aber so ist das eben. Jeder redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und doch verstehen wir einander. Dann haben wir morgen einen Livestream für Hochdeutsch. Morgen lernen wir zusammen Hochdeutsch und auch im schweizerischen Hochdeutsch und deutschen Hochdeutsch gibt es einige Unterschiede. Da ist vielleicht die Frage, sage ich jetzt der Butter oder die Butter? Ja, die Butter ist klar, das ist Hochdeutsch, die Butter. Muss ich jetzt auf Hochdeutsch auch die Butter sagen? Weil auf Deutsch, Schweizerdeutsch sagen wir doch der Butter. Ja, solchen Fragen gehen wir nach. Die ähnliche Dialoge haben wir vorbereitet und ihr könnt parallel mit dem Schweizerdeutsch könnt ihr auch Hochdeutsch lernen, wenn ihr Lust habt. Also um 8 Uhr am Dienstagabend, gleich wie am Montagabend, um die gleiche Zeit, haben wir zuerst einen Livestream und danach sprechen wir im Zoom-Treffen miteinander über die verschiedenen Fragen. Also, wenn du Lust hast, schreib die auf german.tag für Hochdeutsch oder auf Swiss German Online für Schweizerdeutsch. Und dann sehen wir uns und können miteinander unser Schweizerdeutsch üben, trainieren, verbessern und immer flüssender reden und auch interessante Leute kennenlernen, die mit uns im Kurs sind. Also, ich würde mich auf dich freuen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.